Hast du Druck in dein Leben, wenn du kämpfst die Verhältnisse mit anderen Menschen? Wir sind in Pastor Jacob wieder mit der Riefenbotschaft von Druckfrie Läwen. Und wir haben nur die Thema gekriegt von Druck in deine Zeit, Druck in dein Geld und es fehlt noch wieder Thema von Druck in deine Verhältnisse. Nee, wir sehen das immer Druck, wenn wir kämpfen unsere Verhältnisse mit anderen Menschen. Das sind so viele Verhältnisse, die wir denken, uns Leben haben. Uns Partner, uns Frühe, uns Mann, unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Familie, unsere Freunde, die Menschen, mit denen wir taub schaffen. Das sind so viele Verhältnisse. Und wir wollen dort, wenn du Druck hast, zwischen uns und einer anderen Person, das ist unmöglich. Und wir können uns Leben nicht voll ableben, wenn du Druck hast in unsere Verhältnisse. Wenn du Druck hast, dann können wir vielleicht nicht unsere Arbeit finden, wo wir schaffen. Unsere Verhältnisse mit anderen Menschen fangen an zu gehen, wenn das Druck in das andere Verhältnis. Wir können vielleicht nicht so fern geistlich wissen, was wir wollen gleichen, wenn uns Kopf ist bekämmert unter Druck, was wir haben zwischen anderen Menschen. Und in Römer Kapitel 12, Vers 18 sagt dort alles, was ihr kann, wenn du möglich hast, mit allen Menschen Frieden zu haben. Und so Paulus sagt hier, alles, was du kannst tun, zum immer Frieden haben mit jeder Person, mit jeder Verhältnis, was du in deinem Leben hast. Und so was meint das für dich? Wenn du weißt, du hast Druck, du hast eins im Boye tun, von dir, was kannst du von dir tun, zum Frieden mehr mit der Person? Vielleicht fühlst du dich, vielleicht schriftst du dich, vielleicht hast du einen Kaffee ablernen, vielleicht forschst du an und du merkst Frieden mit der Person. Du fragst ihn um Vergebung und die Dinge, was du hast auch tun. Und du darfst den Druck abklären und du darfst Frieden mehr mit allen Menschen. Und so Paulus weiß, wie wichtig das ist, dass wir Frieden haben mit anderen Menschen, dass du nicht Druck hast in uns Verhältnis. So was kannst du von dir tun, um den Druck abzunehmen, was du zwischen anderen Menschen sind. Alles, was du kannst tun, um das möglich zu machen. Ich weiß noch mal, vielleicht habe ich uns im Ort getan und wir haben auch für Vergebung gefragt und die Person, die verjagt uns nicht wieder. Und du wolltest sonst nicht stehen sein, aber wir haben nicht alles getan, was wir können tun, um den Frieden abzuklären. Sag mal, das soll am Motto sprechen. Was kannst du von dir tun, um den Druck abheben in deine Verhältnisse? Wenn wir alle zu wissen, dass Gott segnet, haben wir einen guten Weg.